Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen FC Bayern Talk. Und zwar einfach mal zu den beiden Vorbereitungsspielen, weil ich habe da natürlich ein bisschen was in Discord gelesen und auch in den einen oder anderen Kommentar hier zu der Vorstellung von Palinja. Weiß ich nicht, was diese Kommentare in dieser Art und Weise dort zu suchen haben, aber sei es drum. Ich werde euch mal ein bisschen meine Meinung zu den 2 Testspielen sagen und auch zu den kommenden 2 Testspielen. Und bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, Leute, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, abonniert gerne den Kanal. Und damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Ja? Dadurch bekommt man mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite. Von daher, vielen lieben Dank dafür. Ja. Wie sehe ich das generell erstmal? Also ich bin kein Freund davon, irgendwie zu viel hinein zu interpretieren in irgendwelche Vorbereitungsspiele. Schon gar nicht in Ergebnisse. Ja? Also da muss man mal ein bisschen differenzieren. Das Ergebnis ist die eine Sache, die andere Sache ist die Einstellung der Mannschaft oder der Spieler. Auch da muss man dann nochmal differenzieren, denke ich, von Spielern, wo man vielleicht was erwartet, ne, weil sie gerade in Frage gestellt sind, und Spielern, wo das nicht der Fall ist. Ja. Aber generell sollte man jetzt nicht, oh ja, mein Gott, wir haben gegen Viertligisten nur 1:1 gespielt und bla, Sülz, heute drauf geschissen. Einfach drauf geschissen. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, oder gegen Zehntligisten, 30 Minuten kein Tor geschossen, drauf geschissen. Ja, also wirklich einfach drauf geschissen. Ja, ganz einfach. Das sind Vorbereitungsspiele. Leider ist es in der heutigen Zeit so, gerade was den FC Bayern betrifft, da ist das Brennglas auf jedem Kackspiel. Ja. Würden wir ein Trainingsspielchen machen gegen unsere zweite Mannschaft oder sowas, wäre da ein Brennglas drauf. Ja. So ist das einfach heute. Wir oder ich sollten da einfach nicht zu viel hineininterpretieren. Ja. Na klar ist es schöner, wenn man jetzt ein Testspiel 13:0 gewonnen hätte und sonst was, dann wäre aber auch gleich wieder der Hype da gewesen, bla, Sülz. Leute, es sind am Ende Testspiele. Ich denke, ein Kompanie hat klar gemacht, dass hart gearbeitet wird. Erst recht in der Vorbereitung. Ihr habt selber teilweise reingeschrieben, dass die Spieler völlig entkräftet nach dem Training, was öffentlich mal gezeigt wurde, am Boden waren. Wenn man dann gegen einen Viertligisten spielt, der voll im Saft ist, ja, dann sieht das vielleicht mal so aus, wie es aussieht. Das hat die letzte Spritzigkeit fehlt. Der Gegner steht super tief hinten drinne. Es war also nicht so, dass der Gegner 10 Chancen hatte und uns an die Wand gespielt hat. Ja. Uns hat halt einfach die letzte Idee gefehlt, die letzte Frische, die letzte Spritzigkeit. Das ist aber völlig normal an diesem Stadion der Vorbereitung. Ja, jetzt auch morgen gegen Tottenham werden wir wahrscheinlich die unterlegene Mannschaft sein. Ja, weil Tottenham schon ein bisschen weiter ist wie wir. Wichtig wird dann sein, die Einstellung, die wir sehen auf dem Feld. Ja, das ist das Wichtige. Wie agiert der einzelne Spieler? Kompanie hat es ja auch in der Pressekonferenz gesagt. Das ist, worauf es ankommt. Wenn wir jetzt 3:0 gegen Tottenham verlieren, aber die Einstellung hat gestimmt, jeder Spieler ist an seine Belastungsgrenze gegangen, ja, dann ist das völlig fein. Ne? Wie Kompanie es sagte, er möchte eine Reaktion sehen, auch von den Spielern auch von letzter Saison gesehen, und das ist das Wichtige. Ja, und nicht mehr. Ihm wichtig ist, wie es Kompanie hat auch sagte, und da gehe ich 100% mit, wichtig ist, dass wir die Mannschaft fit bekommen zum ersten DFB-Pokalspiel. Ja? Und nichts anderes, Leute. Nichts anderes zählt. Es ist scheißegal. Ja? Und jeder, der sich im Fußball auskennt oder der im Fußball schon länger begleitet, wie oft haben wir super starke Vorbereitungen gespielt und sind dann super abgekackt in den ersten Spielen und umgekehrt. Ja? Also von daher immer gut, Leute. Wir spielen am 16.8., 3 Tage nach meinem Geburtstag, spielen wir beim SSV Ulm. Und an diesem Punkt muss die Mannschaft fit sein. Alles andere, was vorher ist, jetzt die beiden Spiele gegen Tottenham, dann auch noch das Spiel, was auf meinen Geburtstag frecherweise noch angesetzt wurde, gegen Tirol in Unterhaching, spielt keine Rolle. Ja. Natürlich wäre es schön, jetzt gegen das Spiel gegen Tirol, dass man da noch mal ein bisschen Selbstvertrauen 3 Tage vorm Spiel gegen Ulm mitnimmt.
Auf der anderen Seite, stell dir vor, Worst Case, du verlierst das Spiel 1-0, dann kann man die Spieler halt auch kitzeln, dann sind sie gewarnt und so weiter und so fort, ja. Aber das darf man alles nicht überbewerten, ja, meiner Meinung nach. Das ist der große Konsens, den ich hier sagen möchte. Ich verstehe schon, wenn da jetzt irgendwie ist und sagt, oh ja, wie kannst du denn gegen Viertligisten nur 1-1 spielen? Und Leute, es ist Vorbereitung. Nochmal, ihr wisst nicht, wie hart die Trainingseinheiten vorher waren. Wenn man gesehen hat, wie Gnabry da über den Platz geschlichen ist, dem nichts gelungen ist. Im Goretzka dasselbe. Ja, von den beiden Spielern erwartet man eigentlich eine Reaktion. Vielleicht war einfach nicht mehr im Tank. Ich weiß es nicht. Ja, das ist aber auch super schwer zu beurteilen für uns in der Vorbereitung, finde ich. Klar, guckt man jetzt bei so einem Goretzka und so einem Gnabry mal ein bisschen genauer hin, weil die natürlich in Frage stehen. Ja, gar keine Frage, da gehe ich mit. Und beide sind seit Anfang an dabei von der Vorbereitung und hätten sich auch privat schon mal ein bisschen vorbereiten können, ja, wie es der eine oder andere Spieler getan hat. Von daher kann man da vielleicht schon ein bisschen kritischer drauf gucken, wie bei dem einen oder anderen Spieler. Aber das muss auch jeder für sich beurteilen. Ich persönlich halte da nichts von. Ja. Ich gucke mir das an, ich würde eher dann in diesen, wie letztes Jahr halt auch, ja, in der Vorbereitung, dann lieber die Spieler herausstreichen, die positiv auffallen. Und nicht die irgendwie nicht auffallen oder eher etwas schwächer auffallen. Das ist okay. Ja, dafür sind es Vorbereitungsspiele. Ja, man muss liefern, wenn es drauf ankommt. Und das ist am 16.08.2045 in Ulm. Wer da auf dem Platz steht, hat zu liefern. Ja, Feierabend. So, von daher, was können wir mitnehmen aus den beiden bisherigen Spielen? Ich denke, Iran Kunda, mega auffällig. Ja, wenn man sieht, er ist so ein bisschen, hat er mich erinnert an Check Attack, Kraftwürfelmäßig. Ja, also er hat die körperlichen Voraussetzungen auf jeden Fall, um in der ersten Mannschaft zu spielen. Ja, ich würde fast behaupten, wir werden ihn diese Saison öfter in der ersten Mannschaft sehen. Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Erst recht, wenn wir weiterhin so einen Verletzungspech haben, wie wir es jetzt schon wieder am Arsch kleben haben. Ansonsten der eine oder andere Jugendspieler auch noch super auffällig. Ja. Vielleicht aber auch nur so auffällig, weil die schon ein bisschen länger im Saft sind, ein bisschen länger im Training sind. Das wird man halt sehen. Aber trotzdem musst du natürlich erstmal so auffällig sein. Und das waren sie. Und das war gut zu sehen. Man könnte jetzt noch den einen oder anderen als Negativbeispiel nennen, aber wie gesagt, da habe ich gerade was zu gesagt, wie ich das handhaben werde. Mathys Tell, ja, war okay. Hat mir dann auch der letzte Punch so ein bisschen gefehlt, aber wie gesagt, wir sind in der Vorbereitung. Ja, also man weiß nicht, wie hart die trainieren, die Jungs und so weiter. Also, wie gesagt, ich kann nur jedem raten oder nochmal sagen, wie ich das sehe. Nehmt euch das heraus, was positiv ist. Alles andere, man kennt die Hintergründe nicht. Ne? Man kennt sie einfach nicht. Und von daher würde ich sagen, gegen Ulm, ja, dann können wir draufhauen, dann können wir es zerreißen, dann kannst du den Spieler an die Wand nageln, wenn er so eine Leistung zeigt, wie jetzt im Spiel gegen Viertligisten. Ja, wenn wir jetzt an Leon oder Serge denken. Vielleicht haben sich aber beide auch einfach zu verausgabt. Vielleicht sind sie es gar nicht mehr gewohnt, dass sie mal im Training an ihre Leistungsgrenzen gehen müssen. Ja, das weiß man ja alles nicht. Und von daher, Leute, locker bleiben, durch die Hose atmen, nehmt die positiven Sachen mit. Ich denke, wie es auch Max Eber sagte, die Jugendspieler, allen voran Iran Kunda, haben gezeigt, dass sie Ambitionen haben und das ist doch gut. Ja, das ist doch gut. Und wenn wir dann den Trainer haben, der wie ich es vorhin auch schon sagte, im Gegensatz zu so einem Tuchel, dann, wenn es wieder so eine Verletztenmisere geben sollte, hier, was wir nicht hoffen wollen, der dann aber nicht rumheult und sagt, ich habe keine Spieler, ich habe ja keine Spieler und ich wollte ja Spieler haben, aber ich habe keine Spieler. Der dann einfach die Fresse hält und weiterhin das Team im Vordergrund stellt und dann einfach so ihrer Kunde oder die anderen Jungs hochzieht und reinwirft und dann ist doch alles gut. Ja. Und dass da Potenzial da ist, denke ich, haben die Vorbereitungsspiele gezeigt, auch wenn das jetzt noch nicht Tottenham war oder sonst was, aber die kommen morgen. Ja, da wird sich mit Sicherheit der eine oder andere Jugendspieler auch nochmal zeigen dürfen, weil auch da hat Kompany schon gesagt,
dass jeder Spieler zum Einsatz kommen wird und natürlich die Belastungssteuerung so gesteuert wird, gerade bei den Rückkehrern, die noch nicht so im Saft sind. Und wie er es auch sagte, ich wiederhole es nochmal, wichtig ist, dass wir in der Vorbereitung die Mannschaft fit bekommen. Fit. Alles andere, ja, dann wären vielleicht fußballerisch die ersten 3, 4 Spiele werden halt ein bisschen Gerumpel sein. Dann ist das so. Es geht erstmal darum, dass die Mannschaft fit ist, dass eine Fitness da ist, ja. Und dann kann man auch der Rest kommt durch Spiele, der Feinschliff. Ja. Da gehe ich mit, das fühle ich voll und von daher kann ich nur sagen, Leute, bleibt locker, nehmt die Vorbereitungsspiele nicht so ernst. Na klar, morgen gegen Tottenham können wir natürlich ein bisschen drüber quatschen. Ich werde da auch ein bisschen was zu sagen. Aber nochmal, wir dürfen das nicht alles überbewerten. Wir müssen uns da dann auch nicht an einzelnen Leistungen unbedingt hochziehen, weil man weiß nicht, wie hart das Training ist. Guck mal, jetzt sind wir nach Seoul geflogen, haben da Werbetermine, Training, du hast einen 5-Tages-Trip, fliegst hin, fliegst zurück. Ja, natürlich ist das alles nicht zuträglich in der Vorbereitung. Ja, klar, das ist seit Jahren so, das wird auch weiterhin so sein beim FC Bayern, alles ist gut. Aber deswegen sollte man dann Leistungen von Spielern in Vorbereitungsspielen einfach nicht überbewerten. Erst recht nicht, wenn es schwache Leistungen sind. Lasst uns lieber abschließen nochmal, ich wiederhole mich zum 3. Mal, ich weiß. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, die Leute, die es triggert. Mir wurscht. Lasst uns die Spieler rausstreichen, die positiv auffallen. Ne? In diesem Sinne, Leute, das ist meine Meinung zu Vorbereitungsspielen. Ne? Weil ich da öfters gefragt wurde. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende, habt morgen ein schönes Spiel. Ja? Wie gesagt, genießt oder zieht euch die Spieler raus, die Aktionen, die positiv sind. Damit fahrt ihr auf jeden Fall besser. Und dann starten wir am 16.8. gegen Ulm in eine hoffentlich erfolgreiche Saison. Und in diesem Sinne, wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.